Ich W14 beichte, dass ich vor ein paar Jahren mit meiner Mom und meinem Bruder bei H&M war, hatte ihm eine neue Hose geholt und als meine Mutter dann den Vorhang öffnet, stand mein Bruder halbnackt in der Kabine und betrachtete seinen Arschloch. Bruder, wer kennt ihn nicht, ey? Yo, was geht Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal vor der Kamera und nicht als Synchronsprecher eines Videos. Nee, Spaß, nicht als Synchronsprecher, aber ich habe meine Gründe, denn ihr wollt nicht wissen, wie ich ausgesehen habe. Ich kann es hier einblenden und ja. Wahrscheinlich kennt ihr diese Beichtstuhle-Berichte von Leuten, die anonym an Instagram Beichtstuhl gesendet wird. Heute heißt es mal wieder anschnallen, festhalten und an den Stuhl tackern. Egal, kommen wir zur ersten Beichte und zwar ich W17 beichte, dass ich mit meinem Freund M19 ein Bad genommen habe und dann so stark niesen musste, dass ich mein Tampon rausgeschossen habe und er gegen das linke Ei von meinem Freund geflogen ist. War mega witzig. Bruder, muss los. Hä? Ich W18 beichte, ich bin hässlich und ich bin stolz drauf. Du kannst dir auch stolz drauf sein. Ich bin auch kein Model und stolz bin ich auch nicht. Ich W19 beichte, dass mein Freund einfach, wenn ich neben ihm liege, popelt und die dann noch mit 2 Fingern rollt. Ich weiß ja nicht, ob es ihn juckt, dass ich es sehe oder es einfach komplett ausblendet, dass ich das sehe. Wer kennt ihn nicht? Den Popelroller und dann den Münzenwurf. Kennt ihr den? Ihr kennt's bestimmt. Ich W14 beichte, dass ich vor ein paar Jahren mit meiner Mom und meinem Bruder bei H&M war und ich habe vor der Kabine meines Bruders gewartet und meine Mom hatte ihm eine neue Hose geholt und als meine Mutter dann den Vorhang öffnet, stand mein Bruder halbnackt in der Kabine und betrachtete seinen Arschloch. Bruder, wer kennt ihn nicht, ey? Oh Mann. Ah! Wer schreibt denn sowas und wer schickt denn... Ist ja klar, ist anonym, aber... Wieso guckt man im Spiegel nach seinem Arschloch? Und das in H&M-Kabine. Ich W15 beichte, dass ich vor 3 Wochen meine Mutter beim Sex mit einem fremden Typen erwischt habe. Sie hatte bis letzte Woche noch einen Freund und hat dann Schluss gemacht und sie trifft sich seit 4 Wochen mit einem neuen Typen. Immer wenn ich Stress mit ihr habe, ziehe ich sie damit hoch, was für eine Schlampe sie ist. Ich W16 beichte, dass ich bei meinem damaligen Freund auf Toiletten kacken war. Aber während ich noch dabei war, musste er ganz plötzlich aufs Klo. Also bin ich kurz aufgestanden und habe aufgeschlossen. Was ich nicht bemerkte ist, dass während ich aufstand, ein Stück Scheiße auf die Klobrille gefallen ist und ich mich wieder beim Hinsetzen voll draufgesetzt habe. Mein ganzer Oberschenkel war voll. Mein Freund fand das nicht ganz so cool. Das ist der Moment, wo der Freund sagt, schon so spät. Bruder, ich muss los. Ich W15 beichte, dass ich jetzt schon mit über 10 Jungs geschlafen habe und ich stadtbekannt bin. Ich würde alles dafür tun, wieder das nette süße Mädchen zu sein, was ich mal war. Da hast du dir aber verkackt, denn du bist die Stadt. Ehre genommen. Und Björn schreibt in die Kommentare, dann weißt du doch schon, was du mal beruflich werden willst. Und Marcel, auf jeden Fall nicht Türsteherin. Die lässt ja alles rein. Ehre genommen. Ich M19 beichte, dass ich die Pollenallergie habe und deswegen am Landauer Hauptbahnhof von der Polizei aufgehalten wurde und ernsthaft einen Drogentest machen musste, weil meine Augen zu rot waren. Pollenallergie. Man kennt die, ne? Diese Pollenallergie. Ja, klar. Auf jeden. Ich W17 beichte, dass ich Sex mit meinem Freund hatte. Und nach 2 Tagen bin ich aufs Klo gegangen und es hat blub gemacht. Als ich nachgeschaut habe,
lag das Intimpiercing meines Freundes in der Schüssel. Wir W14 beichten, dass wir beide mit unseren Freunden Schluss gemacht haben, um an Silvester mit jemand anderen zu ficken. Ey, mit 14 zu ficken. Und danach wieder zurückzukommen zu unseren Freunden. Sprachen lernen, Bubble. Es hat auf jeden Fall geklappt. Und wir haben an Silvester nicht nur Böller geknallt. Grüße gern an euch zwei Idioten raus. Schreibt sie noch hahaha. Das meine Kleine. Ich sag's jetzt nicht, aber mit 14 so eine Scheiße durchzuziehen. Langsam krieg ich Angst vor der Menschheit. Ist ja klar, alle Beichten werden wahrscheinlich nicht echt sein, aber wenn das stimmt, mit 14, wisst ihr, was ich mit 14 gemacht habe? Gameboy. Ich habe jetzt keinen da, aber ja, gezockt am Gameboy. Pokémon, Rot, Blau. Und das war's wieder mal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's in die Kommentare, welcher Beichtstuhl dir am meisten gefallen hat. Bruder, der erste hat mich weggekickt vor Lachen. Jetzt weiß ich, wieso Sascha sich immer anschnallt. Heute heißt es mal wieder anschnallen, festhalten und an den Stuhl tackern. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.